Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Stundenlang leidet Jesus am Kreuz. Er hat unendliche Schmerzen, er erduldet sie für alle Menschen. Einsam stirbt er für uns am Kreuz. Um die 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus stirbt am Kreuz. Ihm bleibt nichts erspart, was zu unserem Menschsein gehört. Damit nimmt er uns Menschen auch in unserer Sterblichkeit an. Jesus ist tot. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Und er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Jesus ist tot. Mit den Augen der Welt betrachtet ist im Tod alles aus. Die Augen des Glaubens sehen mehr. Seit jenem ersten Karfreitag liegt im Sterben der Menschen die Hoffnung auf ein neues, unvergängliches Leben. Denn Jesus